Show im TV. Das ist mein größter Wunsch, fast ne Money. Bei mir gibt's kein Tabu und keine Grenzen. Ich will als Star der Laube Tanten glänzen. Mir fällt nichts schwerer als Mittagslehrer, denn ich sprech schneller als Arabella. Laber meine Gäste voll, so wie Birte und Nicole. Bin wie Sonja und wie Tina, als die Zauberfee Sabrina. Mein hoher Job macht mir nicht bange. Was Bärbel Schäfer kann ich schon lange. Ob RTL Sat.1 oder Pro7, weil ganz im Ernst, sie werden mich bald lieben. Doch falls ich keine Chance dabei kriege, will ich den Job vom guten Menschen fliegen. Mir fällt nichts schwerer als Mittagslehrer, denn ich sprech schneller als Arabella. Laber meine Gäste voll, so wie Birte und Nicole. Bin wie Sonja und wie Tina, als die Zauberfee Sabrina. Mein hoher Job macht mir nicht bange. Was Bärbel Schäfer kann ich schon lange. Dankeschön. Wissen Sie was? Ich gucke nochmal nach Ihrer HiFi-Anlage. Die krieg ich nämlich bestimmt wieder hin. Ja, meinen Sie? Ja, ja. Und die Leistung, die lässt sich auch bestimmt noch erheblich verbessern. Ja, wenn Sie das sagen. Papa, Was denken Sie? setze dich mal. Wieso ist das passiert? Die Überraschung. Eine Überraschung? Ja, wirst du staunen? Was würdest du dazu sagen, wenn deine Tochter dafür gesorgt hätte, dass dein größter Wunsch in Erfüllung geht? Ich darf in das Weltall fliehen und draußen steht die Enterprise. Doch ohne Witz. Ach, Papa, hättest du denn wenigstens ein bisschen Spaß, wenn dein zweitgrößter Wunsch in Erfüllung geht? Ich darf morgen mit auf den Prinzenwagen. Ach, das ist doch genauso unmöglich. Eben nicht. Was? Deine dich liebende Tochter hat bei der Lotterie vom Festkomitee mitgemacht. Und eine super geile Neuigkeit für dich. Und bei dieser Gelegenheit, da will sie dir... Sie darüber reden wir später. Ja, was da jetzt? Also, ich habe für dich den ersten Preis gewonnen. Du darfst morgen mit auf den Prinzenwagen. Nee, das glaube ich nicht. Kannst du aber. Was? Wir waren eben beim Festkomitee und haben dein Kostüm abgeholt. Das geht doch ja nicht. Annemie, ich kann nicht mehr. Oh, nee. Aber ich fürchte, die Hose ist aber ein bisschen lang. Ach, das mäht doch nicht, da krempeln wir es einfach um. Nee, also Anton, das geht nicht. Komm, wenn du doch schon auf dem Prinzenwagen mitfährst, muss doch wenigstens das Kostüm passen. Ich finde umkrempeln reich. Also vielleicht bei den Kängurus, aber nicht hier in Köln. Was soll denn der Prinz denken? Ist das denn so wichtig? Na, Sie haben Nerven. Ja, woher soll der Mann das dann als Australier wissen? Als Normalsterblicher auf dem Prinzenwagen mitfahren zu dürfen, ist so wahrscheinlich wie mit einem Lottoschein mit 6 Frischchen in der Hand vom Blitz erschlagen zu werden. Sie meinen, das ist nicht ganz einfach? Nee, das ist nicht nur nicht ganz einfach, das ist unmöglich. Ja, was wird jetzt Ihnen bei Ihren Beziehungen nicht gelingen? Es sei denn, Sie können sich unsichtbar machen. Aber das geht doch nicht mehr. Wie bitte? Ich wollte sagen, sowas geht nur sehr schwer, wollte ich sagen. Sowas, ja. Ja, was ist jetzt mit der Butz? Komm, ich mach dir das schnell. Ja? Ja, aber ich hätte lieber als Captain Kirk hier. Also Anton, das geht nicht. Auf der Prinzenwagen kommst du nur in dem Kostüm und jetzt ja. Ja. Schon. Ja. Also, In dem Kostüm könnten wir auf der Prinzenwagen. Das ist ja großartig. Was meinst du? Ich meine, ich muss unbedingt auf der Prinzenwagen. Warum eigentlich? Ja, weil ich doch die Fernsehrechte kaufen will, steht doch hier. Ja, da muss ich doch wissen, ob es sich lohnt, vielleicht gar nicht was für Geld auszugeben. ja, um das herauszufinden, da brauchen Sie nicht auf der Prinzenwagen. Da müssen Sie sich einfach nur mal auf die Straße stellen und miterleben, wie eine ganze Stadt schaukelt und singt. Ja, da mögen Sie sicher recht haben. Aber wenn ich doch von den Köln und den Humor aufsaugen soll, dann ist das wahrscheinlich besser, wenn ich das vom Prinzenwagen aus mache. Ja, haben Sie natürlich recht. Rosemontag auf dem Prinzenwagen, ach, das ist ein Traum.
Sehen Sie? Und wenn mir einer der Traum erfüllen wird, der kann von mir haben, was er will. Haus, Auto, Geld, Flugzeug. Auch eine eigene Talkshow? Was? Ja, sicher, Nadja. Um was für eine? Mit den tollsten Gästen. Pyromanen, Psychopathen, Nymphomaninnen, Massenmördern. Massenmörder auch. Ja, all das, was die Lüge so jeden Sinn. Passt. Aber was machen Sie denn da? Los, kommen Sie, schnell, jetzt ziehen Sie das Kostüm wieder aus. Wissen Sie was? Wir zwei sollten uns nebenan ein Buch unterhalten. Ja, hatte ich Ihnen eigentlich schon gesagt, in Australien, da dauern die Talkshows 24 Stunden am Tag. Samstag, Sonntag. Ja, Samstag, Sonntag viel länger. Eine Hose ist eine Hose. Ist eine Hose. Eine Hose. Das mäht doch nichts. Dann zieh ich einfach die Hose von meinem schwarzen Anzug an. Das merkt doch kein Mensch. Jedenfalls hast du mir eine riesen Freude gemacht. Ich bin hin und weg. Du, das ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt red endlich mit ihm. Hallo, Prinz. Papa. Hast du jetzt auch noch der Mooshammer als Modeberater? Hast du schon mit ihr gesprochen? Nee, das mach ich aber jetzt. Pass auf. Papa, setz du dich. Ja. Du weißt doch, dass Sina nach Griechenland will. So ein Zufall. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ja? Ja. Und ich hab mir gedacht, weißt du, Papa, ich hab mir das folgendermaßen überlegt. Kind, sag es ruhig, auch wenn Sina dabei ist. Du hast dir gedacht, das ist der größte Blödsinn. Eine Frau allein in Griechenland. Das kann doch nur in die Hose gehen. Die weiß doch gar nicht, welche Gefahren da am Wegesrande lauern. Böse Männer, falsche Freunde. Banditen, Mörderbanden, Dämonen. Dämonen? Ihr zwei habt ja so recht. Für eine Frau ist das viel zu gefährlich. Und deshalb gehe ich mit. Genau, deshalb geht sie mit. Du gehst mit? Wohin? Nach Griechenland. Das geht nicht. Kind, das kannst du mir nicht antun. Mir, der ich dich unter Schmerzen geboren habe. Verwechselst du da jetzt mit was? Na gut, aber bei der Grundsteinlegung war ich dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist mir ja ein richtig guter Freund. Ja, da kann ich doch nichts für. Das ist Sinas Schuld. Nee, das ist der schlechte Einfluss, dem das Kind ausgesetzt ist. Das ist eben mein Pech, dass ich eine Iphigenie auf Auris habe. Zankt euch nicht, mit euch hat das überhaupt nichts zu tun.